Und das ist ja eigentlich das, was wir uns alle wünschen. Mehr Erfahrungen mit Gott, mehr Erlebnisse, mehr Dinge, wo wir von der Realität unseres Gottes einfach, ja, ins Staunen hineinkommen. No risk, no faith, no faith, no fruit. Ist das jetzt einfach ein Slogan, ein Markenslogan von einem Energy Drink oder von einem Sportartikelhersteller? Alles falsch, die Vermutungen. Der Friedhelm Holthuis, wo wir jetzt zu Gast haben bei uns, der hat das auf seinem neuesten Buch. Glaube gleich Risiko. Hat mich sehr angesprochen, schon nur der Titel. Und wir wollen mal schauen, was dahinter ist. Er ist Senior Pastor von der Kirche Credo. Die haben verschiedene Gemeinden. Er ist Präses, also der oberste Chef vom Bund der freikirchlichen Pfingstgemeinden in Deutschland. Und die wachsen eben an. Das kann ich mir sagen lassen. Im Gegensatz zu anderen Kirchen, die ein bisschen auf dem absteigenden Ast leider sind, ist bei denen ziemlich viel los. Und ich begrüße ihn jetzt. Herzlich willkommen, Friedhelm. Du bist zugeschaltet aus Deutschland, aus der Nähe von Wuppertal, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ne, ich bin jetzt exakt in Wuppertal. Okay, in Wuppertal, gut. Genau. Aber hinter dir sieht's nach Bremen aus. Die Trikots kennt fast jeder bei uns in der Schweiz, der Bundesliga verfolgt, Werder Bremen. Ja, das ist richtig. Ich bin ein lebenslang Grün-Weiß-Bremer und von daher gehört das auch immer ein bisschen mit dazu, dass man das mitbekommt, dass das auch ein Teil meines Lebens ist. Ein Ostfriese bist du. Das ist richtig, ja. Das ist Otto Waalkes, glaube ich, auch, oder? Ja, Otto ist vielleicht einer der bekanntesten Ostfriesen, ist auch in der Baptistenkirche aufgewachsen und bei manchen humorvollen Sachen von ihm hört man das noch ein bisschen raus, aber wahrscheinlich trifft das mehr so unsere Generation, Rudi. Also du hast ein ganz tolles Buch geschrieben. Bei SCM ist es rausgekommen und erlebe, dass du Gott vertrauen kannst. Da dachte ich, okay, das sind genau im Moment auch meine Themen. Wahrscheinlich bin ich da überhaupt nicht der Einzige. Wenn es um Glauben, um Risiken eingehen geht und du beginnst mit einer Warnung an die Leserschaft. 39 Jahre meines Lebens habe ich in Norddeutschland verbracht. Ich bin Ostfriese, jetzt lebe ich im Wuppertal. Als Ostfriese trage ich mein Herz auf der Zunge und bin manchmal nicht so politisch korrekt. Also wenn man sich so ein bisschen, bei uns sagt man, auf den Schlips getreten fühlt, beim Lesen oder beim Hören deiner Message, dann könnte es sein, dass man sich ein bisschen verletzt fühlt. Und du sagst schon von vornherein, manchmal kann ich nicht anders, wenn ich dich damit verletze, bitte ich um Vergebung. Wolltest du so defensiv einsteigen? Vielleicht war das ja mein Versuch, am Ende doch noch politisch korrekt zu sein, um so wenig wie möglich Menschen auf den Schlips zu treten, weil das ist ja eigentlich nicht mein Anliegen. Eigentlich will ich ja Menschen inspirieren, Gott mehr zu vertrauen, weil Glauben ist letztendlich die Währung des Himmels. Also wenn ich jetzt gleich in den Supermarkt gehe, dann um etwas zu bekommen, brauche ich Euros. Im Himmel ist der Euro jetzt keine wirkliche Währung, sondern wenn man es vergleichen will, wäre die Währung im Himmel Glauben, Vertrauen. Und in dem Maße, wie ich mir Glauben schenken lasse, weil es ist ja auch eine Frucht des Heiligen Geistes in uns, in dem Maße werde ich etwas bekommen. Nicht im Sinne einer Leistung, sondern im Sinne eines Gott etwas zutrauen und in einer Dimension unterwegs zu sein, die weit über das hinausgeht, was wir normalerweise tun könnten. Ich bin zunächst beim Lesen nicht so weit gekommen, weil zu vieles immer wieder angeboten wird von dir. Also in einer Dichte, die mich immer wieder dazu gebracht hat, Moment mal innezuhalten und zu überlegen. Und gleich am Anfang hast du etwas formuliert, ich möchte einfach nachfragen bei dir, weil ganz vieles so angeboten wird. Du schreibst, das Wichtigste ist mir, dass mehr Menschen ein Date mit Jesus Christus vereinbaren können.
Also wie geht das mit dem Date mit Jesus Christus? Ist bei jedem Menschen völlig anders nach deiner Erfahrung? Oder eben doch gibt es ein paar Dinge, die du so allgemein mitgeben kannst? Ja, also ich glaube, es gibt ja so ein Bild, dass Jesus ist der Bräutigam und wir sind die Braut. Und wenn ich dieses Bild mal ein bisschen ausrolle, dann würde ich sagen, Jesus liebt jeden Menschen und er möchte als Bräutigam gerne in eine Beziehung hineinkommen. Aber Beziehung kann man ja nicht verordnen, kann man ja nicht erzwingen. So in einem Natürlichen würde ich es ja vielleicht auch so machen, wenn ich in ein Date hineingehen würde, dass ich vielleicht ein ordentliches Restaurant wähle, dass ich mir ordentliche Kleider anziehe, dass ich dementsprechend gut rieche, dass die Hintergrundmusik stimmt, dann habe ich immer noch keine Garantie, dass die Dame meines Herzens sich in mich verliebt. Aber die Chancen sind wesentlich größer, weil sie sieht mein Herz, sie sieht das, was ich investiert habe. Und vielleicht, das passt jetzt nicht ganz, trifft sie dann auch Amos Pfeil, dass etwas passiert. Und ich verstehe so ein Stück weit Jünger von Jesus so und auch Gemeinden, dass wir dieses Date arrangieren, dass wir also das so platzieren, dass es möglicher wird, dass Menschen in Kontakt mit Jesus Christus kommen. Und natürlich könnte man bei so einem Date auch Heavy Metal Musik spielen und ungewaschen kommen und seit 4 Tagen nicht geduscht haben. Es wäre theoretisch immer noch möglich, dass die Braut anspringt, aber die Wahrscheinlichkeit sinkt. Und so möchte ich einfach Menschen Mut machen, Gemeinden Mut machen, dass sie so ein Date arrangieren, dass von unserer Seite aus alles vorbereitet ist, dass Menschen in eine Liebesbeziehung zu Jesus Christus hineintreten. Ist ja auch ein bisschen eine neue Sprache, die du da verwendest. Nicht einfach irgendwie Kampagnen, Evangelisationen oder andere Begriffe, die durchaus okay sind sonst. Wenn du von einem Date sprichst, dann wirst du wahrscheinlich ganz neue Assoziationen wecken. Und dann wird's richtig radikal so zwischendurch bei dir und das spricht mich extrem an. Du forderst sehr heraus in deinem Buch und stellst Fragen wie zum Beispiel, wie hoch ist die Chance, dass die Menschen die Liebe Gottes erleben, wenn wir nicht in Freundschaft und Nähe zu ihnen leben? Ich behaupte gleich null. Ist es nicht ein bisschen zu radikal formuliert? Versuchen das nicht die meisten Christen sowieso so zu machen? Ja, ob es zu radikal ist, liegt ja in der Betrachtungsweise des Lesers oder des Hörers. Aber ich glaube, dass wenn man Menschen interviewt, wie sie zum Glauben gekommen sind, dann sind die allerwenigsten Leute sind durch Traktate, durch Bücher zum Glauben gekommen, sondern die allermeisten über die Beziehungsebene. Und da kann ein Buch ja auch schon mal helfen. Das ist ja nicht ausgeschlossen. Das mache ich auch gerne. Aber Menschen spüren, ob man ein Interesse an ihnen hat. Und in diesem Bild, das Jesus benutzt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Also Salz hat ja zum Beispiel verschiedene Formen, wie sie auf uns wirken. Wenn du Salz isst, dann bist du danach in der Regel durstig. So. Und wahrscheinlich ist es das, was Jesus gemeint hat. Oder wenn wenn wir Salz nehmen, dann kann man damit Nahrungsmittel konservieren. In der Zeit von Jesus gab es ja keine Kühlschränke. Also Salz ist ein Konservierungsmittel, stoppt Fäulnisprozesse. Und wenn man nur in dieses Bild hineingeht, dann sind wir dafür da, dass Fäulnisprozesse bei Menschen, herausfordernde Situationen, schwierige, dunkle Situationen gestoppt werden und dass wir eben dort Licht hineintragen. Aber beides, sowohl Licht lebt davon, dass es in der Finsternis ist, und Salz lebt eben von der Berührung mit der Suppe, mit dem Fleisch, von was auch immer. Und wenn das Salz nicht aus dem Salzstreuer rauskommt, dann ist es halt auch nur Deko. Und dann entfaltet es seine Kraft nicht. Und ich glaube, die größte Kompetenz, die wir haben, ist Nähe und Freundschaft und Liebe zu Menschen ganz konkret zu leben. Und das auch über einen längeren Zeitraum, weil das macht unseren Glauben letztendlich belastungsfähig. Und das zeigt auch Menschen, wenn eine Situation kommt, sind die Christen da oder verschwinden sie eben auch, wie so oft in Lebenskrisen, das Menschen erleben müssen. Von daher glaube ich, je näher wir dran sind, desto höher ist unsere Kompetenz. Also Nähe zulassen und Freundschaften eingehen hat für mich auch per se etwas mit Risiken eingehen zu tun. Sobald also
meine eigene Erfahrung ist, wenn du Nähe zulässt, wenn du in dein Leben hineinblicken lässt, ist das Risiko auch immer da, dass du abgelehnt werden könntest. Ist das vielleicht auch der Grund, dass wir uns nicht zu tief in die Karten blicken lassen wollen? Ja, ganz bestimmt. Wir sind ja Herdentiere. Wir alle wünschen uns, dass uns jeder mag und jeder respektiert und jeder anerkennt. Aber ich bleib mal auf dieser Beziehungsebene. Wenn ich jetzt mein Herz einer Dame öffne, ist ja auch das Risiko, dass sie mich ablehnt. Ist auch das Risiko, dass sie vielleicht sagt, nee, tut mir leid, dich mag ich ja gar nicht oder gar noch schlimmer. Ähm, aber Liebe geht ja auch ein Risiko ein. Also jeder von uns, der verheiratet ist, hat wahrscheinlich so einen Risikomoment gehabt, wo die Frau unseres Herzens auch hätte Nein sagen können. Aber Gott sei Dank, sie hat Ja gesagt, sonst wären wir nicht verheiratet. Wir sind dieses Risiko eingegangen und wir wurden belohnt. Ich gehe zumindest davon aus, dass wir das als Belohnung empfinden, weil wir dieses Risiko eingegangen sind. Letztendlich ist Gott ja auch dieses Risiko eingegangen. Am Anfang des Johannesevangeliums lesen wir, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Aber die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, das Vorrecht, ein Kind Gottes zu werden. So, Jesus selber ist dieses Risiko eingegangen. Er heilt 10 Aussätzige. Und er ist zu 100% Gott, zu 100% Mensch. Und einer kommt zurück und er fragt diese menschliche Frage. Sag mal, habe ich nicht 10 geheilt? Wo sind denn die anderen 9? Wäre doch auch schön, wenn die sich auch bedankt hätten. Aber Jesus hat sie trotzdem geheilt, obwohl er wahrscheinlich damit gerechnet hat, dass die meisten nicht Danke sagen, weil das einfach sein Wesen und seine Persönlichkeit ist. Und ja, da dürfen wir uns auch sehr gerne in die Karten schauen lassen, weil ich glaube, Menschen kommen nicht zum Glauben, weil Christen perfekt sind, sondern weil sie authentisch sind. Und man kann auch authentisch sein, indem man mit seinen eigenen Fehlern und Schwächen ehrlich umgeht und damit auch ein Beispiel bietet, dass man nicht Sachen verstecken muss oder heucheln muss. Ich glaube, alles kann Gott benutzen, unsere guten und auch unsere schlechten Tage, um einfach ein lebendiges Zeugnis zu sein. Das braucht aber schon ein bisschen auch Mut, eben sich so zu zeigen, in einer gewissen Verletzlichkeit. Da war uns natürlich Jesus auch ein Riesenvorbild. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass es auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung gibt. Dies hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen, deshalb sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank für eure finanzielle Unterstützung, mit der ihr es möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox gibt es weitere Angaben zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viele wertvolle Impulse mit diesem Video und den weiteren Videos auf diesem Kanal. Bei dir fällt mir auch auf, du hast sehr viel Verantwortung auch in deinem Alltag und es geht viel auch um das Investieren in Gemeinden, in Kirche. Und dann bringst du aber solche Themen wie, es geht nicht einfach um irgendwelche Programme, um irgendwelchen neuen Wortkreationen und nur um Kreativität, sondern es geht wirklich um Echtheit, dass wir bei dem ganzen Programm und manchmal eben uns so absorbieren lassen, dass das, was Kirche eigentlich ausmacht, auf der Strecke bleibt. Also sind wir so beschäftigt, dass wir ein Stück weit das Alltägliche und Natürliche vergessen haben. Frage. Ich befürchte es. Ich kenne die Lebensrealität auch nicht aller Schweizer und Schweizerinnen. Ich auch nicht. Aber ich denke, wir sind da nicht so anders. Wir haben wahrscheinlich mehr Freizeit als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. Maximal 5-Tage-Woche. Das Leben ist viel leichter geworden, aber Beziehungen sind viel schlechter geworden. Sie finden in sozialen Medien statt. Aber das Verrückte ist, in meiner Lebenskrise umarmt mich eben nicht mein Smartphone oder mein Instagram-Account oder mein Facebook-Account. Am Ende, glaube ich, brauchen wir diese menschliche Nähe, damit unsere Seele satt wird. Und das kann eben nichts Künstliches geben. Das kann weder eine künstliche Intelligenz, von deren Nutzung ich jetzt
Ja, ich finde das auch praktisch. Ich bin gar kein Gegner davon. Aber am Ende des Tages braucht ja unsere Seele eigentlich nur zwei Dinge. Die Liebe Gottes und die Liebe von Menschen. Und das ist das, was uns nährt und was uns wirklich satt macht. Und sag ich mal, durch diesen extremen Individualismus, jeder ist für sich selber verantwortlich, jeder ist sich selbst der Nächste, bleiben diese Dinge eben auf der Strecke und dadurch entsteht ein Riesenvakuum im Herzen von Menschen. Und dann versuchen wir dieses Vakuum zu füllen mit allem Möglichen, mit Affären, mit seltsamen sexuellen Spielarten, mit Drogen, mit Macht, mit Karriere. Und alles muss per se gar nicht schlecht sein, aber es ist halt nicht dazu gedacht, unser Herz zu erfüllen. Das geht eben nur über die Beziehung zum Schöpfer, weil da hat unsere Seele einfach eine Sehnsucht nach Hause zu kommen. Und es geht eben auch nur über eine echte Beziehung zu Menschen. Etwas, was trägt und was auch nicht von meiner Tagesform abhängig ist, ob ich geliebt bin oder nicht. Und bei dir geht es ja nicht so wie bei gewissen Motivationstrainern um irgendwelche Methoden und Tricks. Es geht bei dir sehr stark um Vertrauen und Beziehung zu Gott. Also Vertrauen habe ich mich zum Beispiel vor kurzem mal gefragt, wann bist du an Situationen reingekommen, wo du total von Gott abhängig warst? Und wir haben natürlich unser Leben weitgehend abgesichert in unserer Kultur und Möglichkeiten, das zu tun, dass wir vielleicht Gott nicht so erleben, wie ich das zum Beispiel erlebt habe in der dritten Welt oder in anderen Ländern. Spielt das auch eine Rolle, unsere Kultur, wie sich die entwickelt? Christen sind ja auch ein Teil davon. Ja, es macht natürlich mit jedem von uns etwas. Wir alle lieben Sicherheiten und Sicherheiten sind ja auch per se nicht böse. Das Schwierige an Sicherheiten ist, sie suggerieren uns Sicherheit. Mhm. Und wir wünschen uns diese Sicherheit und deswegen bauen wir auch so leicht darauf. Also natürlich, wenn mein Bankkonto gefüllt ist, mein Sparkonto, mein Aktienpaket, wie auch immer, mein Portfolio, fühlt sich das an wie eine Sicherheit. Und es sei auch jedem von Herzen gegönnt. Und natürlich sollten wir uns damit beschäftigen, eine Altersvorsorge zu haben und alles. Aber es gibt eben auch eine falsche Sicherheit da drin. Und am Ende sind wir die alles machen. Ich sorge für meine Sicherheit, ich arbeite dafür, ich tue etwas dafür, ich habe es mir auch verdient. Mhm. Und all diese Welten finden statt, in dem Fall ohne Gott. Und dadurch verlieren wir eine gewisse Armut im Geist. Jesus spricht ja einmal von den selig sind die, die arm im Geist sind. Das meint ja nicht dumm oder Mhm. die können alle nichts, sondern ich gebe zu, dass ich Hilfe brauche. Ich habe eine Armut im Geist und es gibt natürlich auch die natürlich Armen, von denen die wissen, sie brauchen Hilfe. Und ich glaube, das ist so ein erster Anknüpfungspunkt, dass Gott es manchmal zulässt, dass wir als seine Kinder an einen Punkt kommen, wo wir seine Hilfe brauchen, wo wir nicht mehr selber alles regeln und managen können. Und das fühlt sich im ersten Moment nicht gut an, aber das kann sehr heilsam sein, in eine ganz andere Dimension des Vertrauens zu Gott hinzuwachsen, weil, naja, ich kann keine Berge versetzen, wenn es keinen Berg gibt. Rufe mich an in der Not. Ich brauche eine Not. Vorher rufe ich ihn nicht an. Aber aus dieser Not kann dann etwas erwachsen, wo man weiß, Gott ist vertrauenswürdig und er lässt diese Situation nicht zu, weil er uns ärgern will, sondern es ist wieder Muskelkater, nachdem man jahrelang keinen Sport mehr gemacht hat. Wenn man auf den Körper hört, dann wird man denken, Sport ist Mord, das mache ich ja nie wieder, das tut ja weh. Aber wenn ich den Experten höre, der wird sagen, ja, ja, das tut nur weh, weil du so lange nichts gemacht hast. Mach mal weiter und dann entwickelt sich etwas. Und manchmal bleiben wir sind ja auch ein bisschen verweichlicht, dabei stehen, das tut weh, will ich nicht, möchte ich nicht. Aber Gott sagt, hey, mach doch mal weiter, da entwickeln sich Glaubensmuskeln und danach bist du in der Lage, viel mehr zu bewegen. Und das ist ja eigentlich das, was wir uns alle wünschen. Mehr Erfahrungen mit Gott, mehr Erlebnisse, mehr Dinge, wo wir von der Realität unseres Gottes einfach, ja, ins Staunen hineinkommen. Du schreibst auch und du stellst unglaublich gute Fragen. Wann hast du zum letzten Mal jemanden mit in die Kirche gebracht? Wann bist du das letzte Risiko eingegangen, in einem dunklen Ort Licht anzumachen oder in einem lauten Umfeld kräftig zu salzen?
in einem lauen Umfeld kräftig zu salzen. Also, ich möchte dich persönlich mal fragen, wann bist du das letzte Mal ganz bewusst ein Risiko eingegangen in deinem Leben? Kommt drauf an, was du genau meinst, Rudi. Ich gehe aktuell gerade ein Risiko ein, dass ich einen Deal mit Gott habe, dass ich hatte das Empfinden, dass er vor circa 2 Jahren mich auffordert, ob ich bereit wäre, für das letzte Drittel meines Lebens 1/3 meines Einkommens wegzugeben. Okay. Und ich war schon vorher bei 20%, was ich investiere ins Reich Gottes. Das muss auch nicht jeder so tun. Das ist einfach Gottes Weg mit mir. Und dann habe ich gedacht, ja, ich bin eigentlich schon ziemlich großzügig. Ist doch super, ist doch viel mehr als das, was die allermeisten tun. Und bei dieser Frage Gottes nach dem Drittel habe ich gemerkt, dass sich mein Herz schon wehrt, weil ich in das alte Muster hineingefallen bin. Wie soll das denn gehen? Und dann habe ich mich darauf zurückbesonnen, dass jedes Mal, wenn Gott mich herausgefordert hat, dass er eigentlich mich segnen wollte und dass das der kleine Test war vor der Segnung. Und ich habe jetzt gerade vorgestern meine Berechnung abgeschlossen, bin bei 34% gelandet. Und das klingt verrückt und das hat auch gar nichts zu tun mit einer Art Wohlstandsevangelium. Ich habe alle Rechnungen bezahlt, mir geht's gut, ich habe Rücklagen, mir passieren dauernd Dinge, wo Gott mir etwas zukommen lässt, was ich überhaupt nicht eingeplant habe, wo ich merke, okay, ich bin nicht nur von meinen Arbeitgebern abhängig, sondern Gottes Versorgung ist weit darüber hinaus. Er überrascht mich ständig mit Dingen, die ich gar nicht in Planung hätte. Heute Nachmittag kommt ein Paket, ein Weihnachtsgeschenk für mich. Und da drin ist, also ich habe als Hobby, ich bin Trikotsammler, wie man vielleicht sieht. Ich sammle am liebsten Matchworn-Trikots, die sind in der Regel sehr teuer und man kann sich die nicht leisten. Und heute Nachmittag kriege ich ein DFB-Trikot, Nationalmannschaft-Trikot von Niklas Füllkrug geschenkt, der früher bei Werder Bremen gespielt hat. Dafür müsste ich mindestens 1.500 Euro ausgeben. Aus dem Spiel, aus der Europameisterschaft heraus, kriegst du gar nicht. Ist gar nicht im Handel erhältlich. Ja, aber ich habe es jetzt gerade geschenkt bekommen. Einfach nur so. Und solche Dinge ereignen sich einfach, wo ich merke, hey, wenn ich zuerst nach dem trachte, was ihm wichtig ist, dann fängt er auf einmal an, mich zu beschenken und er kümmert sich darum, dass ich Dinge bekomme, die mir auch wichtig sind, auf die ich sonst vielleicht gar keinen Zugriff hätte. Vielleicht Matthäus 6,33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Und ich liebe diesen Begriff zufallen. Ich muss es nicht erarbeiten, es fällt mir zu. Und ich darf dann einfach nur noch Danke sagen, lieber Vater im Himmel. Was sagst du denen? Ich habe halt immer verschiedene Menschengruppen im Auge und auch mich natürlich, wenn ich Fragen stelle. Was sagst du denen, die sagen, ein Stück weit ist das ein bisschen angeschlagen in meinem Leben, dieses Grundvertrauen wurde 2-3 Mal erschüttert in meiner Wahrnehmung, vielleicht durch Erlebnisse, durch Krankheit, durch Menschen, die weggestorben sind, tragische Geschichten. Und jetzt bin ich manchmal unsicher, ob Gott wirklich immer das Beste für mich bereithält. Was sagst du solchen Menschen einfach als nächsten Schritt? Ja, also ich würde gar keinem etwas Pauschales sagen, weil Biografien sind so unterschiedlich und als junger Pastor dachte ich, ich habe eine Antwort auf jede Frage. Je älter ich werde, stelle ich fest, ich habe ein paar Antworten, aber bei weitem nicht auf jede Frage. Jesus sagt ja einmal, weint mit den Weinenden und freut euch mit denen, die sich freuen. Und manchmal kann man auch einfach nur mitweinen. Und aus der Beziehung jetzt zu meiner Frau habe ich gelernt, wenn sie mir etwas sagt, was ich als Problem wahrnehme, will ich das Problem lösen, weil ich bin lösungsorientiert. Und mehr als einmal hat sie mir gesagt, du sollst das Problem nicht für mich lösen. Ich möchte einfach nur, dass du zuhörst. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Faktor, den darf man nicht übersehen. Wer hört einem heute noch zu? Wer interessiert sich für einen? Ich glaube, das ist für viele schon ein großer Trost, wenn wir einfach zuhören, wenn wir da sind, wenn wir präsent sind. Und ja, natürlich, jeder Schicksalsschlag, jede Negativerfahrung hat natürlich das Potenzial, unser
Glaubensmaß zu erschüttern und dass wir beim nächsten Mal uns fragen, hey, kann ich denn jetzt Gott vertrauen? Das ist doch schon mal schief gegangen. Und da würde ich einfach sagen, was heißt einfach? Einfach ist gar nichts. Es ist ja keine Formel, die ich anwende. Jetzt schmeiße ich Glauben in den Automat, drehe zweimal dran und dann kriege ich ein Ergebnis, so wie beim Cola-Automaten, sondern es ist ja immer eine Beziehung, so wo ich Gott frage, was denkst du denn? Wie planst du das? Was möchtest du? Und ich ganz stark davor warne, einfach sich Dinge vorzustellen, so visuell und dann sage ich ein paar Glaubenssätze und dann muss Gott das ja machen, sondern es ereignet sich ja in der Beziehung. Gott, was hast du vor? Und da kann es dann schon manchmal sein, so wie Jesus zu Petrus sagt, der im Boot sitzt, hey, komm. Und ja, was macht das für einen Sinn, auf dem Wasser zu laufen? Ja, auf der anderen Seite, hey, das hat er wahrscheinlich noch bis an den Rest seines Lebens seinen Kindern und seinen Enkeln erzählt. Was für eine Erfahrung. Es ist nicht messbar monetär, aber für sein Glaubensleben war das bestimmt eine unfassbare Erfahrung. Aber wenn jetzt dieses Wort von Jesus nicht da ist, dann sollten wir nicht auf dem Wasser laufen, weil dann werden wir hoffentlich schwimmen, weil sonst wird das nicht funktionieren. Also ich wünsche mir nichts etwas herbei, sondern auch diese Wünsche entstehen in der Beziehung zu Gott. Und diese Herausforderung, die, wie Gott es den Israeliten gibt, hey, das ist das verheißene Land, ich schenke euch das. Und dann sehen sie, ups, da gibt es aber Herausforderungen, da wohnen ja Riesen, die wollen das nicht freiwillig abgeben. Und dann dieses Wissen, nee, Gott hat es aber gesagt, wir gehen da nicht rein, weil wir jemand was wegnehmen wollen, sondern wir gehen da rein, weil Gott es uns versprochen hat. Und das hat ja damals bei 10 Kundschaftern auch nicht geklappt und nur bei 2. Und ich glaube, das ist so diese Challenge. Wenn Gott uns etwas zusagt, ob wir bereit sind, obwohl da Riesen sind, obwohl es unangenehm ist, obwohl es etwas kostet, loszugehen und dann am Ende dann auch zu erleben, wie sagt, ich glaube, Kaleb war es, wir werden die Riesen fressen wie Brot. Das war kein Motivational Talk, sondern ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Der Herr ist mit uns. Und dieses Bewusstsein, der Herr ist mit uns, er ist gut, er ist großzügig. Paulus sagt, er hat uns seinen Sohn geschenkt. Das ist das Größte, was er hatte. Es ist egal, was wir jetzt im Glauben von Gott bekommen. Es ist immer weniger als das, was er uns eigentlich schon geschenkt hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles geben? Ein wunderschöner Vers aus Römer 8. Also ich kann Risiken eingehen, wenn mir das wahrscheinlich auch wieder mal bewusst wird und klar wird, was das für ein Gott ist, eine wahrscheinlich lebenslange Entdeckungsreise. Wo bist du selber bei dieser Entdeckungsreise nach diesem Gott, der immer Beziehung sucht zu Menschen? Ja, definitiv auf dem Weg. Ich merke immer wieder, dass ich gedanklich aufpassen muss, dass ich nicht selber wegkippe in alte Muster hinein. Ich muss mich immer wieder dran erinnern, lobe den Herrn meine Seele, alles was in mir ist, seinen heiligen Namen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Weil dieses Nicht-Vergessen ist eigentlich die Substanz meines Vertrauens. Er war vertrauenswürdig, er ist vertrauenswürdig und er wird es auch in Zukunft sein. Und auch wenn ich nicht alles verstehe, aber das ist die Substanz meines Daseins. Er macht es am Ende gut. Und ich sagte mal ein Philosoph, und wenn es nicht gut ist, dann ist es halt noch nicht das Ende. Also ein Grundsatzvertrauen, dass selbst die Herausforderungen unseres Lebens, wie bei Josef, am Ende Gottes Zielen in unserem Leben dienen müssen. Und rückblickend sieht man es dann leichter, als wenn es vor einem ist. Und dann hilft eigentlich nur Vertrauen, da durchzugehen. Und so gelebter Glaube und Einblick geben in mein Leben, ein Stück verletzlicher werden für andere Menschen. Denkst du, wird das die Eigenschaft sein, die auch bei den kommenden Herausforderungen der entscheidende Unterschied sein kann? Also, dass Kirche und Gemeinde das genau verkörpert. Alles Leute, die das im Alltag versuchen umzusetzen. Ja. Menschen lesen ja in der Regel nicht mehr in der Bibel, aber sie lesen uns, bevor sie in der Bibel lesen. Und ich glaube, wenn wir mit einem gesunden Gottvertrauen unterwegs sind, dann macht das was mit Menschen, weil
Sag mal, Angst ist aus meiner Sicht eine der größten Geiseln unserer Zeit. Wir haben Angst vor dem Krieg, wir haben Angst vor dem Wohlstandsverlust. Vielleicht sitzt das in der deutschen Volksseele auch noch stärker drin. Es gibt, glaube ich, 2 Wörter, die aus dem Deutschen ins Englische gerutscht sind, Kindergarten und German Angst. Also Angst ist etwas, das steuert uns. Und da sind wir auch als Christen ja nicht frei davon. Und deswegen glaube ich, ist gelebter Glaube und Vertrauen ist in sich anziehend, weil wenn Menschen sich fragen, woher kommt diese Ruhe, die du hast, dieser Friede? Und da hilft uns auch nicht, wir sind ja meistens, weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wir sind immer richtig voller Endzeitpanik. Also jedes Mal, wenn irgendwas kommt, die Corona-Krise, der Ukraine-Krieg und beides sind ja sehr negative Dinge, dann sofort ist die Frage, wo stehen wir in der Endzeit? Was passiert hier? Wird es jetzt noch schlimmer? Und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist gar nicht das, was Jesus will, weil er sagte ja, wenn ihr all diese Dinge seht, dann hebt eure Augen auf, eure Rettung ist nah. Handelt, bis ich wiederkomme. Ich bin bei euch, alle Tage bis an der Weltzeitende. Ich glaube, Jesus hat uns gar nicht gerufen, so ängstlich zu sein, sondern in einem gesunden Gottvertrauen unterwegs zu sein. Der Gerechte wird nicht einen Mangel an Brot haben, sagt einmal der Psalmist. Zu wissen, hey, mein Papa im Himmel versorgt mich. Und wenn ich Angst habe, ist es eigentlich ein Mangel an Vertrauen. Und ein Mangel an Vertrauen lässt sich ja beheben. Also wenn jemand das hört, dass er aber auch nicht jetzt in eine Form von Selbstverurteilung reinkommt und denkt, ach, ich bring's ja doch nicht im Alltag und ich kann das alles, was der Friedhelm da sagt, doch nicht ganz umsetzen. Auch da irgendwo zuzulassen, was eben ist und aber nicht da stehen zu bleiben, oder? Ja, und ja, am Ende ist es ja auch nie eine Technik oder wie auch immer, sondern es lebt ja auch zwischendurch immer wieder davon, dass man spürbare Erlebnisse mit der Liebe Gottes hat, wo wir im Boot des Lebens unterwegs sind und Panik bekommen und Jesus uns zuspricht, hey, fürchte dich doch nicht, hab doch keine Angst. Und das ist ja auch nicht eine Technik, sondern das ist ja auch dann eine intime Begegnung, die jeder nur für sich selber haben kann. Aber ich merke, wenn Gott das in den Sturm unserer Seele reinspricht, hab keine Angst, ich kümmere mich darum. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das sagt sich immer ganz leicht, das lebt sich immer ein bisschen schwerer, aber es ist ja trotzdem eine Realität. Und durch diese Beziehung zu Jesus sind wir ja letztendlich aufgefordert, uns dem zu stellen, dass wir das noch wahrnehmen. Und manchmal ist es halt so leise, dass wir uns die Zeit dafür nehmen müssen und die Ruhe dafür nehmen müssen, weil Gott dann eben nicht nur im Sturm ist, sondern eben in der Ruhe. Und da hängt es, glaube ich, manchmal an uns, dass wir nicht sofort auf alle möglichen Knöpfe drücken, sondern dass wir zur Ruhe kommen und zu seinen Füßen setzen und sagen, Herr, was sagst du eigentlich dazu? Gib mir das, was du sagst. Und das trägt dann ja auch manchmal durch so eine schwierige Zeit durch. Und letztendlich ist es dann Vertrauen. Ich weiß, wem ich geglaubt habe. Ich baue darauf. Und ja, ich glaube, dass das automatisch Auswirkungen hat auf unsere Freunde, die auch mit Jesus unterwegs sind, aber auch auf die Leute, die sehen, wie wir damit umgehen, die selber noch keine Beziehung zu Gott haben, dass sie merken, hey, es ist nicht nur ein blinder Glaube, es ist nicht nur ein Dogma oder ein blinder Fundamentalismus, sondern es ist ein lebendiger, aktiver, sich um seine Kinder kümmernder Vater im Himmel. Glaube gleich Risiko. Friedhelm Holthuis ist Autor dieses sehr lesenswerten Buches. Achtung, es ist risikovoll, das Buch zu lesen, weil man stößt immer wieder auf ganz gesunde Herausforderungen. Ich habe es mit großem Gewinn gelesen, werde nochmal einige Passagen in nächster Zeit für mich durcharbeiten und ich bin froh, dass ich mich eingelassen habe und dass du dich eingelassen hast auf das Gespräch. Ganz herzlichen Dank für die Inspiration darin. Alles Gute. Danke. Viele Grüße nach Deutschland. Vielen, vielen Dank. Gottes Segen euch. Danke.
Merci auch für die Aufmerksamkeit, fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder bei einer nächsten Gelegenheit auf LiveNet. Und wie gesagt, ich versuche ganz praktisch mir zu überlegen, wo könnte ich heute in einer Stunde, in 2 ein Risiko eingehen, wo ich Gott vielleicht nochmal ganz anders erlebe, als ich es bis jetzt habe. Danke vielmals. Mitten in Bern, direkt am Bahnhof, ist LiveNet täglich ein Impulsgeber für die Schweiz. Mit unserer Medien- und Beratungsarbeit setzen wir gezielt Impulse, die das Leben nachhaltig verändern. Lasst uns zusammen in der Schweiz und darüber hinaus einen Unterschied machen.